Es ist eine nationale Tragödie. Eine Trauerwoche. Ich habe nur eine Frage. Warum? Also, als ich alle diese Push-Nachrichten gekriegt habe, ist mir gerade die Stimme weggeblieben. Es ist sportaktuell am Donnerstag heute mit lausiger Stimme, aber hoffentlich mit wachem Geist. Ja, und jetzt? Liebes SRF, ich habe kein Rot für dich. Rot wie die Haarfarbe, aber rot wie der Rotschlag. Shit, genial. Aber apropos, für was habe ich jetzt genau 2000 Stutz ausgegeben? Ohne ihre roten Haare hätte ja gerade schwarz-weiß Fernsehen behalten. Frechheit! Außerdem, ich habe gar nicht gewusst, dass man das SRF so verloren hat. Ich habe gemeint, der Aschbacher hat man sich bis zum bitteren Ende durch. Zum Glück haben unsere besten Journalisten vom Land herausgefunden, dass auch beim SRF Menschen den Job wechseln. Danke dafür. Ich meine, alle Medien haben darüber berichtet. SRF, Blick, NZZ, 20 Minuten, Spick, schöner Wohnen, Jagd und Natur. Also wirklich alle. Die Kollegen von der Steffi Buchli haben die Nachricht gar nicht gut aufgenommen und sabotieren schon ihre Auftritte. Man kann es aber nicht mehr ändern. Die Steffi geht und zurück bleibt eine leere Packung rote Haarfärbung. Zuerst habe ich gedacht, es sei ein verspäteter Aprilscherz, weil von denen hat es wieder ganz lustige gegeben. Zum Beispiel, dass der Roger Federer auf der neuen 20er-Note sein wird. Let's go, Roger, let's go! Leider nur ein Aprilscherz. Oder dass Google den sexy Leutenplatz in Zürich finanzieren will. Zum Glück nur ein Aprilscherz. Oder ganz gut, die Rentenreform 2020 hat im Parlament eine hauchdünne Mehrheit erfahren. Oder ein Zürcher Veganer muss sich vor Gericht wegen ein paar Facebook-Likes verantworten. Geil! Oder Basel-Stadt ist der kriminellste Kanton der Schweiz. Zu gut! Was echte Meldungen? Kein Scherz. Ah, und übrigens, dass ich adoptiert sei, ist nicht lustig, Mama. Aber der wahrscheinlich beste Aprilscherz ist meiner Meinung nach von diesem Schimpans in einem US-Zolli gekommen. Man soll keine Tiere provozieren. Zu guter Letzt noch eine Schlagzeile, wo kein Aprilscherz war, aber ein hat können sein. Also Ausdrücke wie Mongo, Hure, Schlappschwanz, Gemischtkerl, Keller, Asle und Blödmann haben zu Verurteilungen geführt. Und das nur schon wegen mir. Grund dafür könnte die Banalisierung der Kraftausdrücke an sich sein. Was? Ich habe anal gesagt? Banalisieren. Ah, sorry, shit. Ah, fuck. Ah! Aber es wird schon immer wie schlimmer, hä? Das letzte Mal hat mich einer anfluchen. Ich konnte gar noch rechtzeitig der Polizei anrufen. Ja, was soll das noch anführen? Ich kann ja nicht jede anzeigen, die mich Schlappschwanz nennt. Sorry, ich bin ja keine 20 mehr.